Organisation übernehmen. War in einer Operation vor ein paar Tagen, ist nach Hause gekommen, hat gestern gewaschen und konnte also nicht weiter, sie hat nicht weiter Mittagsamt, aber sind die Motten ist. Aber es wird schon. Und pünktlich ist sie eingetroffen, unsere liebe, temperamentvolle Führerin. Sie will uns heute Erdberg zeigen und näher bringen. Also wenn Sie wollen, hier gibt es noch die Gelegenheit, wir könnten uns auf diese 3 Bankerl verteilen, wenn Sie das wollen. Wir machen jetzt hier eine kleine Einführung. Ja? Also wenn jemand sitzen will. Jetzt ist gegeben. Gibt es ein Heft, dass das war ist? Achso, dann lesen müssen. Also meine lieben Gäste, ich begrüße Sie herzlich. Heute haben wir eine besondere Führung, nämlich Erdberg. Erdberg war der Wunsch, der an mich herangetragen wurde, aus naheliegend, sodass ich mir jetzt eine Route ausgedacht habe, die uns hier im Umfeld, da macht man da so eine Schlaufe und dann bewegen wir uns in diese Richtung, idealerweise bis Neu-St. Marx. Also ich finde das eine hochinteressante Spannbreite. Also wir kennen die Geschichte im Großen und Ganzen. Also Richard Löwenherz, gefangen genommen von Herzog Leopold, wegen eines Zwistes vor der Festung von Akkon im Zuge der Kreuzzüge. Ja, also das wissen wir soweit. Es gibt da Variationen, also man weiß, warum hat sich überhaupt Richard Löwenherz, das ist der Reihe begeben, im Zuge eines Schiffbruches in Aquileia musste er an Land und musste dann Feindesland durchqueren. Ja? Naja, aber er hätte sich ja können ganz unauffällig verhalten. Aber er brauchte Vorräte und hat seinen Knecht, selber war er als Pilger verhüllt, ja, seinen Knecht geschickt, um Vorräte zu kaufen und der hatte auffälliges Geld. Ja. Und dann hat man gedacht, aha, wir sind ein Räuber auf der Spur und dann haben sie gemerkt, der Fang war noch viel bedeutender. Ja? Also das ist die Hauptvariante. Es gibt Nebenvarianten, Sonderzahl. Ja? Ich war mir nicht so bewusst, dass das Ganze, ich dachte, es ist mehr oder weniger ein Konflikt zwischen 2 Alpha-Männchen. Ja? Also die da ihr Prestige in Gefahr gesehen haben, weil der eine reißt dem anderen seine Fahne runter. Das ist natürlich blamabel. Ich unterbreche kurz die Ausführungen von Frau Nadl, denn die wenigsten wissen, dass unmittelbar bei Bersil, Erdbergstraße, Eck, Schwalbengasse, in diesem Haus eine Tafel sich befindet. Auf dieser ist ersichtlich, dass hier ein Jägerhaus stand, ein Rüdenhaus, in welchem im Jahre 1192 Richard I., König von England, durch Leopold von Österreich gefangen genommen und von da nach Schloss Dürnstein an der Donau gebracht wurde. In Frankreich, in der Abtei Fontevaux, stand ich vor dem Sarkophag, in dem der König begraben ist, als ich noch jünger war. Und jetzt weiter, Frau Madl. Ja, der Richard Löwenherz. Naja, wie ist weitergegangen mit dem Leopold? Der hat zwar einen Haufen Geld gekriegt und das prinzipiell auch nützlich verwendet. Wir kennen die Einebnung des Grabens und anderes. Er hat es aber trotzdem bereut. Er wurde nämlich exkommuniziert vom Papst. Deshalb mit der Begründung, einen anderen Kreuzfahrer darf man nicht gefangen nehmen. Ja? Und das hat der Leopold nur 2-3 Jahre später einen schrecklichen Unfall erlitten. Hat er in sein Testament gesagt, das ganze Geld soll zurückgezahlt werden. Ja? Und gehofft, dass er dann wieder Aufnahme in die Kirche findet. Ja?
was ist passiert? Er konnte noch so viel beteuern, er wird es zurückzahlen. Die Witwe und der Sohn waren aber nicht dieser Meinung. Ja, also, sobald er verschieden ist, haben sie sehr wohl behalten. Ja.